Ach ja, wie schön, wenn alles so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Nicht wahr, Severin Lütti? Eines Tages werden die Menschen ihr Recht einfordern und wieder herrschen. Jo. Gut, Leute, Mendoza ist ein richtiger Pissnelke, das ist sowieso nichts Neues. Willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Ja, was muss ich machen offscreen? Ich habe jetzt das Spiel neu installiert, ja, nicht nur offscreen und so, doch ein paar Stunden noch gedauert, bis das also da funktioniert hat. Und ich hoffe, jetzt klappt es endlich mal wieder. Ansonsten, wenn es noch schlimmer wäre, muss man versuchen, da statt Textory halt mit Fraps und Audacity aufzunehmen. Das ist zwar mühsamer für mich persönlich, aber was soll's. Wenn es sich auch so klappen, weil, wie gesagt, im Programm selbst kann es nicht liegen, da kann andere Spieler problemlos aufnehmen und so. Da muss irgendeine Konstellation, muss der Fehler dafür sein. Was anderes kann ich mir kein Fleisch zum Braten. Irgendwie nicht vorstellen. Eine Fussel bitte mitnehmen, dankeschön. Habe ich irgendwo noch ein Bett rumliegen? Wohl nicht, wa? Gut, ich habe das Herz, das heißt, wir können eigentlich zurückgehen, wa? Und zwar natürlich auf Kila. Dann mal, Naja, so ist so einer. Gut, Ruderboot zum Strand, yo. Ich hoffe, Mendoza kommt mit, ohne gleich wieder abzuhauen. Das kann natürlich auch theoretisch sein. Komm mit. Geht klar. Ja, komm mit, okay. Gut, was soll ich jetzt machen hier auf Kida? Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Quests hier offen mit ihm. Ja, keine schwarze mehr. Ja, doch wieder zu ihm war. Genau, machen wir das zuerst. Zack. Teleportieren. Ich brauche noch irgendwo ein unschuldiges Äffchen. Na, wo hat's denn eins? Ich weiß, total brutal und so. Was willst du machen, ey? Man will überleben. Irgendwie. Benutzbar. Was war? Hier war doch das schwarze Herz. Kannst du ihm noch nicht machen. Also, vor allem bei uns stand irgendwas von wegen, ja, ich kann es selber machen, aber jetzt geht es ja doch nicht. Ja, verwirrend. Die gehen mit, alles klar. Na dann. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Hier ist ein schwarzes Herz. Dankeschön. Aber vielleicht muss ich auch in den Altar hier gehen, wa? Gibt es auch so etwas? Ich glaube, hier war er, wa? Wer was machen kann. Von Voodoo verstehe ich nichts. Hier könnte es dann auch reinigen müsste. Oder selber könnte. Naja, wie auch immer. Wir haben was anderes zu tun. Und zwar das schwarze Herz zu benutzen. So macht man das Blue plus 2. Aber müsste eigentlich Seele minus 2 sein, wa? Gemäßigt 69. Das dürfte bereits reichen, dass Mendoza bei uns bleibt und wir trotzdem keinen Ärger kriegen. Ja, mal gucken. Okay, jetzt haben wir Schatten der Vergangenheit auch noch. Übersichtskarte, genau. Genau, das war ja soweit nichts. War jetzt eine Erbstreitigkeiten. War das mit Mach oder was? Nee, was anderes. Ah, das war, stimmt, das war der Quatsch. Antigua, nee, Klappe zu Affe tot. Das muss ich jetzt zwar auch hier machen, muss ich jetzt hier rüber. Gut, ich habe jetzt das Grimoire bereits gelesen, war, könnte also bereits klappen. Theoretisch. Bruchstück von Mara, das war auch irgendwo hier der Ostküster, hat er gesagt. Ja, oder auch nicht. Doch, hier. Was hier soll es? Also, waren wir schon mal. Wollen wir uns verarschen? Ja, ist ja Mendoza, ist ja Fangen so blöd. Krieg ich das Ruderboot dafür und so noch cool. Boah, Hilfe, nicht schon wieder. Okay, wie bereits erwähnt, wir haben ja jetzt 69. War ich nochmal ganz kurz speichern, hoffentlich klappt. Ja, es klappt, dankeschön. Ja, genau. Du und ich. Jetzt nochmal Penny kriege ich nochmal einen Minusabzug, natürlich geil. Nö, kriegt keinen. Wie gesagt, 69 würde bereits reichen für das Upgrade zum Wächter. Ja, ich denke jetzt echt daran, dass ich Wächter werde.
Weil die anderen Gilden sind natürlich auch auf ihre Art und Weise cool, aber für meinen persönlichen Geschmack her, denke ich, ist jetzt das andere ein bisschen besser. Das hier soll ich jetzt auch schon machen? An Bord, wa? Das ist doof. Kann ich nicht irgendwie auf die andere Insel überschwimmen? Komm, das geht doch irgendwie, oder? Matt wartet, wie immer. Ne, geht nur so. Komm mit. Wird gemacht. So, er bleibt hoffentlich weg von mir. Josimond so aus. Gut, ja, einfach noch rüberschwimmen, wa? Ach, meines Kind, Leute, wenn alles immer so funktionieren würde, wie man sich's denkt, dann... Ja, wäre das Leben ja irgendwie langweilig, wa? Ja, verdammt langweilig, hey. Ein bisschen schneller schwimmen, lange kann er sowieso nicht, aber was soll's. Der alter schwache Mann war, der nur 69 ist, nur gemäßigt war, nicht irgendwie ein toller Typ oder so etwas. Die Frage ist, ich kriege noch weiter Minuspunkte. Klar, weiter Schattenlords killen, will ich dann machen, sobald wir halt ein Wächter sind und ein bisschen mehr Magie drauf haben, aber bis dahin, naja. Könnte noch riskant werden, wa? Tu mir Patty. einen Gefallen und schwimm das nächste Mal in einem Stahlkorsett. Hä? Aha, weil er damit untergeht. Ich dachte gerade, hey, steht jetzt irgendwie auf Typen? Ja, also bei dem weiß ich sowieso nie. Mich kennenlernen. Das Vieh gibt endlich Ruhe. Jetzt wird es ernst. Ja, endlich mal. Ja, das war's dann wohl. Schon? Ja, so schnell kann's gehen. Irgendwo hier ja, wenn wir was übersehen, so ein Muschel oder sowas war. Du Mistvieh sollst mich kennenlernen. Hier war's ja. Mann, Alter! Das aufnehmen. So, dankeschön. Und schon ist Ruhe. Jo, was kann ich jetzt damit machen? Jetzt habe ich ja das von Mara also. Muschel, dankeschön. Dann noch ganz kurz speichern, man weiß ja wie gesagt nie. Ich habe einen Geisterköder gefunden. Ach ja? Dann lass mal sehen. Ich habe hier ein Bruchstück der Titanen Lady Mara gefunden. Tatsächlich. Hoffentlich behält sie dich gleich da, wenn sie dich auf der anderen Seite in ihre Tentakel kriegt. Ja, dankeschön. Okay, Leute, damit hätten wir das soweit. War, wie gesagt, die Dinger hier fehlen. Ja, so viel dazu. Die Dinger hier fehlen noch, aber das kann ich dann später noch machen. Wobei, Antigua. Das wäre natürlich noch eine Variante. Nach Antigua segeln. Ja, genau. Du erreichst Antigua. Jetzt gehen wir zum Hafen. Hallo, meine Stimme, was ist los? So, klappt wieder. Ohne Mendoza, natürlich sehr frisch mal ab. Zur Abwechslung. Slanes Tagebuch, wo ist es gewesen? Ah, dieser dort, stimmt. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen pennen und dann mal gucken, wie es so mit dem Seelenwerden so aussieht. Hä? Ich sehe von Grace nix. Aber erstmal Mara besuchen gehen. Und da sitzt sie auch schon bestellt, nicht abgeholt. Ich brauche Unterstützung im Kampf gegen die Schatten. Du armseliger Wurm, hast keine Ahnung, wovon du da sprichst. Es ist viel zu spät. Niemand wird es mehr aufhalten können. Kein Dämon, kein Zauberer und erst recht kein verwirrter Geist, wie du einer bist. Ich habe ein Bruchstück von dir gefunden. Du wirst mir gehorchen. Du machst mir Spaß. Du glaubst, die Regeln des Schattenreichs genau zu kennen, ja? Lass dir sagen, du begreifst noch nicht einmal im Ansatz, wie die Dinge wirklich sind. Wir wissen doch beide, was du wirklich willst, nicht wahr? Ihr verwirrten Geister verzehrt euch doch nach den Überresten längst verwehter Seelen. Also hier,
Nimm sie, auf dass sie deine Leiden hier im Reich der Schatten noch verlängern. Und jetzt verschwinde, du Nichts. Hey, einen Moment noch. Das war ja ein richtiger Erfolg, wa? Ist wieder los? Ah, jetzt. Gemäßigt, 68, ja, hat sich voll gebracht, muss man zugeben. Na, ganz toll. Ist da jemand? Ja, ein Stockwerk unter dir, Süße. Oh, ja, toll. Wir gingen schon wieder zu Grace. Du. So, hier war. Gracie, Schatzibutzi. Ist da jemand? Ja. Du kennst einen toten Piratenkapitän mit Namen Slane? Wer will das wissen? Ich. Ich brauche etwas, was sie mal gehört hat. Einen persönlichen Gegenstand. Ach so. Und du dachtest, du kommst deswegen bei einem seiner ehemaligen Mädchen vorbei? Ja? Komm schon. Hast du etwas oder nicht? Ja. Hier. Dieses Taschentuch. Slane hat es mir vor Jahren geschenkt. Keine Ahnung, warum ich das stinkende Ding immer noch mit mir herumschleppe. Und jetzt kein Wort mehr darüber, klar? Alles klar und tschüss. Oh Mann, ein Taschentuch, schlecht. Danke für das Brot. Hallo, nimm das mal. Geht doch. Okay, Leute, sieht soweit dann ganz gut aus. Jetzt haben wir das mit Slane auch noch gemacht. Fehlen zwar die zwei Dinge noch, wir können später noch machen, das ist auch kein Problem. Ich würde gleich mal sagen, endlich ab zurück nach Taranis. Beim lieben Gott, ey, was soll denn immer der ganze Quatsch, ey? Genau, zurück zum Schiff. Wir segeln nach Taranis. Bis jetzt klappt noch alles, aber das bleibt auch so. Ich nehme Bones mit, nicht dass er wieder abhaut. Komm mit. Gut. Seelenstab, geht das eigentlich Minus oder Plus? Weiß ich gar nicht mehr. Alter, muss immer so genau darauf achten. Das Problem ist ja zu tief, dass ich ihn auch nicht senken, weil dann hauen nämlich später noch Jafar und ein anderer ab. Ja, also sprich, egal was ich mache, bin ich irgendwie trotzdem im Arsch. Wie immer, so. Ich habe einen Geisterköder gefunden. Ach ja? Dann lass mal sehen. Ich habe ein Taschentuch von Captain Slane gefunden. Ah ja, dann leg dich mal schlafen und hör dir an, was Slane dir im Traum zu sagen hat. Mach ich. Hier. Seelenstaub gegen Gold. Abgemacht. Gab es das Plus oder gab es nur Geld? Keine Kohle. Sehr schön, Leute. Dann wie gesagt, noch ganz kurz pennen gehen, weil das mit Slane gibt natürlich auch noch einen Minuspunkt, weil ich halt den Schattenreich abdüse. Und dann, jo. Wenn wir endlich zum Wächter. Hey, Slane, alles klar. Noch nix. Gut. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Ach ja, und wie soll das aussehen? Gib mir irgendwas, was mir in der Welt der Lebenden nutzen könnte. Aha, weil du noch ein Lebender bist, ja? Rück raus mit der Sprache. Wo hast du dein Vermögen versteckt? Du scheinst es ernst zu meinen, oder? Dann bist du ein Grenzgänger. Halb lebendig, halb tot. Warum sollte ich dir helfen? Du hast gar keine Wahl. Ich habe dich gerufen. Du musst mir antworten. Du kennst dich gut aus mit den Regeln des Schattenreichs, was? Sei besser vorsichtig. Grenzgänger wie du sollten sich hier nicht so lange aufhalten. Habe ich auch nicht vor. Warum? Was passiert dann? Naja, je öfter du hier bist, umso schneller wird dein Körper auf der anderen Seite zum Schergen. Ist ja interessant. Das ist wohl der Grund, warum Mendoza dieser Mistkerl mich bereitwillig hierher schickt. Möchte ich wetten. Aber nun zu dir. Was ist das Wertvollste, was du je besessen hast? Ich habe nicht so viel Wert auf Gold oder große Besitztümer gelegt. Alles, was ich wirklich brauchte, habe ich in einer Kiste mit mir herumgeschleppt. Und wo ist diese Kiste heute? Ich habe sie vergraben. Im Nordosten von Calador, in einer alten Ruine. Heute ist dort eine große Lavaschlucht. So, und jetzt musst du mich entschuldigen. Warte, ich hab da noch... Oh, wieder Calador, hey. Eine einzige Rundreise, ganz ehrlich.
So, 67, stimmt das soweit? So, kann man schon. So, dankeschön. Slanes kuriose Tore, genau, und so, das ist kein Problem. Mal gucken, wa? Ah, das... In der Ruine war ich aber schon. Mann, Alter. Nie gehabt, dass ich es gerne hätte. Egal, Leute, wir haben, glaube ich, heute 5 Minuten Zeit oder so ungefähr. Will mal sagen, der Zeitpunkt ist perfekt, um endlich zum Wächter zu werden. Ich hoffe, er bleibt hier. Ich speichere jetzt trotzdem nochmal, man kann nie wissen. Die 3 Gilden haben gezeigt, die Beitritt zumindest, wie nachher aussehen. Und jetzt wird es Zeit für den endgültigen Beitritt. Vereidige mich. Ich will ein Wächter werden. Warte. Du stehst vor der größten Entscheidung deines Lebens. Wenn du einmal den Dienst des Wächters antrittst, kannst du nicht mehr zurück. Es bedeutet, dass du bei keiner anderen Gemeinschaft mehr aufgenommen werden kannst. Bist du dir also ganz sicher, dass du ein Wächter sein willst? Ich bin mir sicher. Vereidige mich. Ich will ein Wächter werden. In Ordnung. Dann folge mir. Wir werden die Vereidigung in der Halle abhalten. Hohe Magier. Es ist an der Zeit, ein neues Mitglied in unserer Mitte zu begrüßen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um einen neuen Kadetten zu vereidigen. Er hat sich als würdig erwiesen, den Dienst mit der Waffe und der Magie anzutreten. Bist du bereit, den Eid zu leisten, Abenteurer? Ich bin bereit. Gelobst du hier und jetzt, vor den Augen der ehrenwerten Magier, die Ziele und Gesetze der hohen Magier zu achten und zu befolgen, sie bei ihren Forschungen mit all deiner Kraft zu unterstützen, die Macht der Magie, die sie dir lehren, nicht für finstere Zwecke zu missbrauchen und die Menschheit vor der totalen Vernichtung durch die Titanen zu bewahren? Das gelobe ich. Dann sollst du von nun an der Gemeinschaft der Wächter angehören, Kadett. Sehr gut. Hiermit wirst du zum Dienst auf dem Schiff der Magier abgestellt. Melde dich bei Neron, dem Aufseher der Galeere im Hafen. Weggetreten, Kadett. Auf dich warten große Aufgaben. Wo ist denn... Das ist wahr. Leute, wir haben es endlich geschafft. Ich weiß, Okular und so gefällt mir persönlich immer noch nichts. Aber Mendoza natürlich immer einen flotten Spruch auf Lager. Nein, also das ist geil, er bleibt dabei. Wir hatten Schwein. Ach, ist das 67, ist das nicht geil? Wir müssen natürlich noch ein bisschen weiter senken und so, sprich auf 60 runter. Dann bin ich, glaube ich, in Sicherheit fürs Erste. Ja, wie gesagt, das Okular, nicht gerade eine Augenweide, aber vielleicht geht's, ich meine, momentan sind wir Kadett, weil wir natürlich aufsteigen und so, vielleicht kann ich irgendwann ablegen, wenn nicht, dann habe ich halt ein Problem. Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. An wen hast du dabei gedacht? Wie wär's mit einem waschechten Titanenlord? Ich weiß, wo sich das Flammenauge vom Titanenlord Osegor befindet. Dann raus damit. Auf Takarigua. Es liegt in der Nähe des alten Leuchtturms im Süden der Insel. Osegor hat es dort auf seiner Reise über die Insel verloren. Eine fette Beute, wenn du mich fragst. Verloren, ich glaub's auch. Ja, kommst mit? Yeah, er kommt mit, das ist so geil. Leute, wir können jetzt so viel machen, wir werden nächsten Part natürlich vor allem Leute anheuern. Sprich Jafar, Petty, Sadek, ach, wenn er halt dabei gehört, das ist so geil. Wir werden auch ganz viel skillen und so, viel Ruhm ausgeben, 14.000, wir werden neue Waffen kaufen, neue Magie erlernen, ein Schiff rekrutieren, ein Schiff beschaffen. Endlich geht das Abenteuer in die nächste Phase und ich hoffe, es ist eine Phase, die uns allen Freude bereiten wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords auf dem Weg zum Wächter. Oh yeah.